Hallo und herzlich willkommen zurück bei Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. In der heutigen Episode schnacken wir ein bisschen über den Canadian Grand Prix. Ein wirklich sehr guter Grand Prix, wo die Strategie und Reliability alles ausgemacht hat. Wie immer gehen wir von Backmarkers über zum Midfield und schließen ab mit den Frontrunners. Und wir haben wirklich guten Diskussionsstoff in dieser Runde. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen bei dieser Episode. So, meine Damen und Herren, vielleicht schon mal vorweg. Meine Stimme klingt heute nicht sehr motiviert. Das liegt daran, dass wir den Podcast schon relativ spät aufnehmen. Deshalb bin ich ein bisschen leislicher, oder? Also, und mit dieser Bekanntgabe starten wir wie immer in unsere Standardreihenfolge. Wir gehen Backmarkers, Midfield und Frontrunners alle separat durch. Und wer hätte es gedacht, es hat sich so gut wie fast gar nicht verändert. Wir haben nämlich im Backmarker-Team immer noch Williams, Aston und Haas. Dort ist aber wohl bemerkt, Haas nach dem wieder mal miserablen Wochenende leider hinter Aston Martin gerutscht, wo ja wirklich wieder ein gutes Wochenende hatten. Und das ist auch gerade so ein bisschen das Erste, was ich einhaken will. Aston Martin, gutes Wochenende, aber in meinen Augen definitiv, wenn man das ganze Wochenende und den Verlauf anschaut, der falsche in der Punkt. Stimmst du mir zu? Nicht ganz. Also Vettel hat ja eigentlich gute Trainingsphasen gehabt, aber halt einfach im Qualifying dann versaut. Scheint hat mir dort noch ein bisschen mit Luft, genau. Also, man merkt, es ist wirklich Sport. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen will. Nein, sie haben ein bisschen mit Luftdruck ein bisschen rumgespielt bei den Reifen und haben sich dort ein bisschen verspielt. Also, jetzt so geheißen, scheint es aus der ersten Garage raus. Ob es wirklich so ist, wissen wir auch nicht. Aber ich würde eigentlich sagen, ja, für den einen, sagen wir so, der in die Punkte gekommen ist, für den ist es eigentlich das ganze Wochenende nicht so gelaufen. Aber für den anderen, also für den Sepp, für den ist es eigentlich ja gut gelaufen. Ist eigentlich wirklich auch gut dabei gewesen mit den Zeiten. Aber hat eben, wie gesagt, einfach im Quali dann, denke ich, die wäre auch mehr drinnen gelegen. Ja, und das hat dann auch ein bisschen im Rennen gekostet, schlussendlich. Ja, definitiv. Aber ich bin wirklich generell jetzt von Aston als Team, bin ich von der Race Pace wirklich erstaunt gewesen, oder? Weil eigentlich FP1 sind alle gut ausgesehen und nachher das Qualifying einfach gerade schlecht und da habe ich für mich schon wieder gedacht, okay gut, ich weiß auch nicht genau was war, aber die Qualifying Pace, mit dem dürfen wir halt wieder rechnen, aber sie haben sich gut wieder vorgekämpft und dort ja, Chapeau gegenüber dem Team, cool für den Stroll wieder mal ein bisschen Punkte zu holen, aber ja, was soll ich sagen? Wobei, somit hat der Stroll vor dem Rennen schon Punkte gehabt? Ja. Das ist nicht sein erster Punkt, den er geholt hat. Wir können auch sagen, somit ist der Latifi und der Schumacher die einzigen zwei, die keine Punkte haben. Ja, das ist aber schon ein Weile so. Das ist schon ein Weile so, genau. Ja, richtig. Genau. Und ja, auch dort, Latifi, ja, so ein mediocre Rennen vor seiner Home-Crowd. Ich habe gehofft, dass ich wenigstens das Wochenende mal etwas Gutes sagen kann, aber das Einzige, wo man wieder mal sagen kann, ich habe ein wunderschönes Meme im Kasel geschickt. Latifi keeps his P16 streak on the roll. Ja, Mr. Consistency, oder wie man es einem sagt. Consistency. Ja, genau. Ich glaube, bis auf seine 2 DNFs, die er hatte, hat er alles P16 und ein P15 Finish gemacht. Also wirklich Glanzleistung, super konsistent. Ja, er ist halt einfach der Real Goat in der Formel 1, das muss man einfach so maßlos anerkennen. Nein, aber ja, Williams, ich weiß halt nicht. Also ich muss sagen, vor der Saison habe ich mir noch recht viel erhofft von Williams. Ich denke so, okay, sie werden wahrscheinlich so ein bisschen im Mittelfeld mitfighten. Bei Miami haben sie ja nochmal ein bisschen Punkte geholt, auch Australien sind Punkte mitgekommen. Aber jetzt ist irgendwie die Luft voll draussen bei dem Team. Scheint bringen es aber noch Updates, habe ich etwas mitbekommen, aber ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht, ob sie auf England etwas mitbringen oder erst irgendwie dann in den weiteren Rennen, die noch kommen. Aber ich hoffe schon auch da, dass sie mal ein bisschen den Gump führen können machen in die Punkte rein, weil das Team ist absolut sympathisch und ich wünsche denen schon, ja, dass sie noch ein bisschen Punkte holen können und dass sie auch ein bisschen mitkämpfen können. Es wäre halt einfach geil, wenn das Mittelfeld wirklich sehr, sehr dicht beieinander wäre. Aber man muss jetzt schon wirklich sagen, dass halt Williams immer noch nach wie vor in der Nachfahrt. Beziehungsweise letztes Jahr war es Haas gewesen. Haas hat jetzt endlich die Kurve ein bisschen bekommen, wenn sie zuverlässiger wären. Aber bei Williams
ja, sie haben zwar kein Zuverlässigkeitsproblem, kann man sagen, oder sie haben eigentlich keinen Ausfall wegen dem, aber einfach Pace fehlt und ja, einer crasht die ganze Zeit. Ja, nicht die ganze Zeit, aber schon öfters einmal, sage ich jetzt mal so. Ja, zu oft. Also man merkt, dass der Nicolas einfach mit dem Auto nicht recht zu Schlag kommt. Aber du hast es gut gesagt, das ist ein sympathisches Team und in meinen Augen auch rein nur schon von der Historie vom Team. Einfach ein Team, wo, wie manchmal noch Team sagen, den Misserfolg, einfach, den sie haben, momentan nicht verdient haben. Und für mich hat sich das Wochenende irgendwie nach dieser Performance so ein bisschen langsam die Frage aufgetan, hey, wie lange wird Williams das noch machen? Klar, jetzt ist ja das Capito dahinter mit viel Geld, aber es schwirren gute, grosse Namen um, wie Audi etc. Und ihre Facility, ich denke, kann man jetzt effektiv sagen, reicht einfach nicht mehr für einen Formel 1 Standard aus, weil du kannst mir nicht sagen, dass man die ganzen Regulation Changes hat. Die meisten Teams kommen vorwärts und das Mittelfeld geht ein bisschen zusammen und ja, Williams verändert sich einfach null in der Position. Ich meine, sie sind 2021 genauso gut gewesen wie dieses Jahr, haben genauso viel Chance gehabt, in die Punkte reinzukommen wie dieses Jahr. Und ja, in meinen Augen tut sich dort einfach die Frage auf, hey, wie lange wird sich das Team unter dem Namen in dieser Facility noch überhaupt das antun? Und ja, wer weiß, ob der nicht Audi oder etwas gleich sagt, weißt du was, wir machen jetzt doch nicht nur ein Engine Manufacturer, einfach weil sie wahrscheinlich mit Williams die Opportunität werden bekommen, ein ganzes Team können aufzukaufen. Ich weiss nicht, was sagst du zu dieser Aussage? Also ich gehe mal schwer davon aus, dass Williams nicht das Team wird verkaufen. Was ich mir könnte vorstellen, ist vielleicht, dass sie Audi als Motorenlieferant würde nehmen. Aber ich denke nicht, dass Williams, weißt, so den Namen aufgeht und alles. Die denken nicht, dass irgendwie so eine Kooperation wie dazu mal mit BMW wird stattfinden, weil sie halt auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Zudem muss man sagen, die Facility von ihnen ist einfach gar nicht so scheiße. Die ist eigentlich recht gut ausgebaut. Die machen ja auch Getriebe, nicht nur für die Formel 1, sondern auch für andere. Oder sind es Getriebe? Jetzt weiss ich es gar nicht mehr. Oder sind es Kupplungen? Ich habe auch gemeint, Getriebe zwar, aber soweit es mir ist, haben sie, glaube ich, keinen eigenen Windtunnel und gehen da oben auf Silverstone über, wenn es mich nicht täuscht. Ja, Windtunnel, nein, eigentlich haben sie es nicht. Aber hat ja auch Dings zum Beispiel nicht, hat ja auch den Haas nicht. Also von dem her, klar, so ein Windtunnel kostet aber auch abartig viel. Ich meine, Alfa Romeo hat auch einen gehabt und hat die letzten paar Jahre auch nie etwas gebracht. Aber ja, ist es so, weißt du, was ich meine? Das hat wirklich nichts gebracht. Ausser das Jahr. Ja, das Jahr. Aber ganz ehrlich, ich denke, das hat auch nur funktioniert, weil das 2022 Auto halt auch in Wil entwickelt wurde, ist im Luftkanal. Man kann mir gut vorstellen, weil Alfa Romeo ist, was so Aero anbelangt, eigentlich nicht so wahnsinnig schlecht, muss man sagen. Aber eben, wie gesagt, ich denke nicht, dass Williams mit Audi irgendwie so eine Kooperation wird machen. Ich sehe da den Fokus schon mehr noch bei Aston. Ja, definitiv. Ich denke auch, dass wenn sich ein Team für Audi interessiert, dass es in der Aston ist, aber ja, keine Ahnung. Mir ist einfach der Gedanke durch den Kopf, jetzt, wo es Möglichkeiten wird geben, who knows, werden sie die Möglichkeiten vielleicht nutzen. Ein Team, das seine Möglichkeiten das definitiv nicht nützt, ist Haas, weil die haben so ein starkes Auto, solid. Also stark ist vielleicht übertrieben, aber es ist einfach ein Auto, das gut ist, wo man fahren kann. Und ja, also das Wochenende Pechvögel, schlichtweg. Ich meine, der Touch beim Magnussen und dem Hamilton, das war echt ein Muckenfülzli gewesen. Und dort muss ich auch sagen, in meinen Augen, den Frontflügel dort zwingend ersetzen. Die Fleischbäuerli-Flagge bekommen für einen Magnussen. Also Black and Orange, schwarz und orange. Die schwarze Flagge mit dem orangen Kreisli drin. Dann sagt man im Englischen Meatball-Flag, wegen dem bin ich auf das gekommen. Ich finde, das war in meinen Augen zu harsch gewesen. Also ich habe jetzt den Frontflügel angeschaut und ich habe schon schlimmere Frontflügel gesehen, wo das ganze Rennen noch fertig gefahren worden ist. Sprich Hamilton gegen Verstappen. Wo war das gewesen, wo der Verstappen im Hamilton den Flügel abgefahren hat letztes Jahr? In Saudi-Arabien. Aber dort ist der ganze Frontflügel schon weg gewesen. Also Frontflügel, einfach das Sideplate ist weg gewesen und nicht dran gehangen. Darum ist er reingekommen. Oder musste reinkommen, weil es dran gehangen ist und nicht gelassen hat.
Ja, okay. Da haben wir in meinen Augen schon andere Teile gesehen, die dran gehangen sind und es hat gleich eine schwarz-orange Flagge gegeben. Ja, also... Ich finde es nicht so gerecht. Ja, also gerade zum Beispiel Ungarn, wo ja der Bottas Bowling gespielt hat, ist ja der Verstappen auch mit einem halb kaputten Auto rumgefahren und haben immer wieder ein bisschen Teile gelassen während dem ganzen Grand Prix. Hat er auch keine schwarz-orange Flagge bekommen, weil da hätte er das Rennen auch gerade so gut aufgeben. Aber sehe ich genau gleich, also das bezüglich vom Auto her, von der Performance, würde ich jetzt eher sagen, das Auto ist mal gut gewesen. Man merkt halt schon, dass die Updates fehlen, wo sie die ganze Zeit immer sagen, sie bringen sie dann, aber haben sie ja jetzt scheint es auch verschoben noch auf Ungarn, glaube ich. Jetzt geheißen Frankreich, aber jetzt scheint es erst in Ungarn, also noch später, weil sie nicht so zufrieden sind oder was auch immer. Wahrscheinlich können sie keine Facility-Upgrades machen. Ja, wahrscheinlich Flashbacks mit Essen, ne? Nein, ich weiß auch nicht. Also klar, einerseits mal das, was mit dem Mick passiert ist, ist sehr, sehr bitter. Also ich meine, jetzt ist er mal auf Punktekurs gewesen. Ob Punkte drinnen gelegen wäre, ja, wahrscheinlich wäre vielleicht 1 oder 2 drinnen gelegen. Aber ja, dann hat halt, was ist es, MGUH oder MGUK hat den Geist aufgegeben. Und hat das Auto abstellen, sehr, sehr bitter für ihn. Und ja, beim Magnussen mit dem Hamilton, ich sage mal so, ich verstehe es, wieso dass man ihn reinholt. Eben, das Teil könnte ja runterfallen. Der Ocon hat es ja auch ein bisschen provoziert mit, das Teil könnte man ja voll ins Gesicht fliegen zum Beispiel. Ich denke, das hat schon auch ein bisschen gezogen bei der FIA. Aber ja, also ich denke auch, es war ein bisschen übertrieben gewesen. Bin ich ganz deiner Meinung auch. Und der Kevin Magnussen hat es ja selber gesagt, er findet es ein bisschen unnötig, dass man wegen dem ihn gerade in die Box reinholen, weil scheint sagt man ja von der Pace her nichts gemerkt, hat dem Magnussen gesagt. Also hätte ja auch so weiterfahren und hätte ja auch können, zum Beispiel unter dem VSC oder unter dem Safety Car, wo du noch später kommst, den ganzen Wechsel machen und hätte wesentlich weniger Zeit verloren und wäre eigentlich dann noch im Rennen gewesen, weil schlussendlich hat ihm das ganze Rennen gekostet. Nein, ich glaube, man merkt einfach, die kommen zum Teil auch ein bisschen von anderen Sport her. Der Eduardo Freitas ist, glaube ich, von Tourenwagen gekommen, wenn sie mich nicht täuschen, und eher so von der GT-Serie. Ja, der hat auch Le Mans, Le Mans Kontrolle genau, dort. Und der Wittig war schon eher der DTM gewesen, und ich habe das Gefühl, man merkt einfach, dass die ein bisschen eine andere Ansicht haben, über was ist noch sicher und was ist nicht sicher. Was ich eigentlich lustig finde, weil gerade im DTM hast du halt viel, so ein bisschen das Bumping is Racing, sagt man ja, oder? Aneinander reiben ist Rennen fahren. Wobei bei der DTM gibt es auch sehr schnell schwarz-orange Flaggen. Also wenn da jemand Motorhaube läuft, bei dort ist wirklich Kopflüge und was auch immer, die müssen sofort eigentlich immer reingehen. Und bei Le Mans eigentlich dasselbe. Ja, aber man merkt einfach, dass sie in diesen Sachen für Formel 1-Verhältnisse in meinen Augen ein bisschen übervorsichtig sind. Andererseits muss man auch sagen, und das ist halt einfach klar, schade fürs Entertainment, aber Sicherheit geht einfach immer vor. Also sie machen keinen schlechten Job, wer auch immer so etwas würde behaupten, könnte jetzt nie dahinter stehen. Und ja, von dem her, ja. Bezüglich Mick Schumacher, wie du gesagt hast, hat wirklich einfach schade. Ich bin überzeugt, er hat die Punkt geholt das Wochenende, weil er eine gute Pace gehabt, hat sich nicht zu fest zurückdroppen. Und der Crofty hat es wirklich schön gesagt, das habe ich dir ja auch geschrieben. What has this man got to do to get some points? Also was muss er eigentlich noch machen, um überhaupt an einen Punkt zu kommen? Weil ich habe immer das Gefühl, diesen Wochenende, wo er mal die Chance hat, wo er mal das Glück bei der Seite hat, aus dem Nichts raus kommt einfach irgendetwas, sei es Motorenschaden oder irgendein dummer Crash, wo ihm nachher eigentlich die Chance auf die Punkte wieder raubt. Aber ja, am Ende des Tages wäre eine gute Performance gewesen. Ich hätte ihn gerne dort oben gesehen. Aber ja. Ja, ich denke vor allem auch, wenn er mal seinen ersten Punkt wird haben, wird er auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen, wird auch nochmal ganz anders fahren. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht hier und da öfters mal in Punkte könnte fahren, wenn das Auto auch funktioniert. Also eigentlich das gleiche wie beim Sainz auch. Also nicht der Sainz, dass er nicht die Punkte fährt, sondern dass er mal einen Win holt. Dann wird er auch wieder ganz anders fahren. Ah ja, das 100%. Also das Positive Momentum wird sich irgendwann umhauen. Aber ja, wenn natürlich Haas dieser Weg auch nicht performt, wird es natürlich auch in Zukunft nicht sein. Ein Team, das ebenfalls nicht wirklich performt hat das Wochenende und beim einen ist er am Fahren gelegen.
Alpha Tauri. Ich muss es andersrum sagen. Gerade der Tsunoda hat in meinen Augen sehr gut ausgesehen auf der Strecke während dem Rennen. Und ja, er hat sich ein bisschen irritieren lassen. Hat bei der Pit-Exit in Kanada hat es anscheinend einen neuen, relativ nervigen Bump, der in den Simulationen drin war. Er selber hat es jetzt aber nicht auf den Bump eigentlich geschoben. Das ist wirklich einfach ein dummer Fehler. Andererseits muss man beim Yuki also wirklich auch sagen, der macht zum Glück sehr selten solche Fehler und von dem her kann man es ihm verzeihen, aber es wären halt leider die einzigen Punkte gewesen, die Alpha Tauri hat können holen das Wochenende und er hat sie nicht geholt. Ja, stimmt der Fall zu. Also Yuki, muss man auch noch sagen, der ist ja von ganz hinten gestartet, neben Charles Leclerc und ist ja eigentlich wirklich auf Punktekurs gekommen. Hingegen bei seinem Teamkollegen ist es ja nicht so gelaufen. Oder ist er ein Punkt gefahren? Jetzt weiss ich gar nicht, im Gasly ist er nicht Punkt gefahren, nein. Nein. Der hat ein horrendes Wochenende gehabt. Ja, also eben Baku war eigentlich noch Hui gewesen und jetzt Kanada war Pfui für beide Fahrer. Ja, ich weiss nicht, irgendwie so die Alpha Tauri, muss ich sagen, habe ich zuerst gedacht, wo sie in Baku gefahren sind. Am Ansehen scheinen sie irgendwie Updates gebracht, wo funktionieren und sie haben jetzt Pace, aber ja, irgendwie ist in Kanada nicht mehr von dem rum gewesen. Kann daran liegen, vielleicht haben andere Teams auch Updates mitgebracht. Wie gewisse Teams auch Updates mitbringen, wo irgendwie, ja, wie soll ich sagen, wir so, die FIA gibt eine Regeländerung, Vorschlag, oder beziehungsweise Teams dürfen etwas ändern. Sie schauen nicht streng drauf und sie haben schon die Updates dabei, was sehr suspekt war, aber da kommen wir nachher noch dazu. Ja, ich weiss nicht. Alpha Tauri ist halt. Ich finde es schade auch. Ich denke, die hätten es auch verdient, ein bisschen mehr weiter vorne mitzufahren. Aber ich denke, wenn die Strecke liegt, dann nachher können sie auch gute Punkte reinfahren. Hätte vielleicht jetzt einfach das Wochenende nicht sollen sein. Ja, es ist generell. Also, Alpha Tauri ist einfach ein bisschen auf dem Backfoot, habe ich das Gefühl momentan. Ja. Ich weiss nicht, ob sie vielleicht ihr Auto einfach nicht wirklich verstehen dieses Jahr. Aber der Fighting Spirit ist definitiv umbieren. Also, gerade so gut wie sie 2021 und 2020 waren, merkt man, dass die Energie im Team immer noch ist. Das finde ich aber noch sehr gut. Also, sie lassen sich jetzt nicht von dem abziehen, sondern sie schauen geradeaus weiter und wirklich faktenbasiert eigentlich anschauen. Und man kann sich jetzt da nicht einen riesen Kopf drum. Das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich von dem Team bekomme. Und ja, vielleicht noch eine spannende kleine Info, was ja auch noch rausgekommen ist, das Wochenende. Wir haben im letzten Podcast auch darüber diskutiert, Gasly wird er effektiv bei Alpha Tauri bleiben. Er hat ja eigentlich einen 2-Jahres-Contract und Monsieur Franz Tost hat tatsächlich jetzt auch bestätigt, nein, er wird 100% definitiv bei Alpha Tauri bleiben. Ja, ich denke mal, der wird sich dort einfach seine Chance abwarten, bis er dann eine gute Gelegenheit hat, sagen wir, ganz rein hypothetisch. Mein absolutes Lieblingsszenario wäre, Hamilton holt sich nächstes Jahr den 8. Titel, retired und Gasly geht neben Russell. Das wäre ein super geiles Line-Up. Aber ja, ich bin da dort halt immer ein bisschen am Träumen. Es ist mittlerweile einer meiner Lieblingsfahrer geworden und ich wollte einfach, dass man ihn hoch oben sieht bei den richtigen Teams, weil dort hat er es in meinen Augen noch verdient zu sein, auch wenn dieses Jahr jetzt vielleicht er das nicht ganz so kann zeigen. Ja, also sehe ich auch so einen Fall, wirklich. Und ich muss jetzt gerade schnell kurz rein, mit etwas anderem reinsliden. Und ich finde es gerade gut, dass ich das gelesen habe, weil ich bin gerade noch schnell am Handy gewesen. Das hast du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Der Red Bull hat mit dem Juri Vips, heisst er Juri Vips? Ja, Juri Vips haben es suspendiert. Es ist gerade jetzt reingekommen, die Meldung, weil er in Twitch-Stream eine rassistische Verletzung gemacht hat, oder eine Äußerung gemacht hat, hat den Red Bull gerade aus dem Team rausgeschmissen. Oder aus dem Sponsoring raus. Schau, ich habe dir gesagt, ich sehe es Juri Vips nicht so. Und das zeigt in meinen Augen, dass sie spitz drauf waren, einen Grund zu finden, ihn rauszuschießen. Und jetzt haben sie den Grund gefunden. Oh, shit. Aber ich muss das noch anschauen. Ich schaue das jetzt an. Aber passt gerade mit dem Zusammenhang mit Junior-Team Alpha Tauri. Also die Juri Vips werden wir dort wahrscheinlich nicht sehen. Oh shit, ey. Aber gut, eben noch zu deinem Kommentar. Pierre Gasly bei Mercedes neben Russell, muss ich auch ehrlich sagen, könnte ich mir gut vorstellen. Und das Driver-Pairing wäre natürlich insane. Das wäre hure krass. Und der Gasly wäre auch hure stark. Und ich glaube, der würde auch mit Mercedes zu Schlag kommen und auch mit dem Russell, denke ich.
Ja, also ich bin das jetzt ganz schnell anschauen, während du da geredet hast. Er hat einfach das N-Wort gesagt im Livestream. Also fuck, nachher B, Bitch, nachher das N-Wort. So ein Double. Ja, also Ja. echt so ein Bias. Na gut, Wirklich eben, ein also Bias. das bietet natürlich ganz viel Angriffsfläche und ja, also sind wir ehrlich, von ihm absolut richtig gehandelt von Red Bull. So etwas toleriert man in der Formel 1 nicht und das ist genau der Standpunkt, wo die Formel 1 nicht vertreten will. Also absolut richtige Entscheidung in meinen Augen. Ja, genau. Es ist natürlich schwierig, von dem einen Übergang wieder zu finden zum nächsten Team, wegen dem ganz prompt und plumpt, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wir sind übrigens bei den Midfield-Teams angelangt und wir reden jetzt gerade über das Team, das mich ja, nicht am meisten überrascht hat, aber ich habe mich einfach mega, mega gefreut, wieder mal 2 Autos in den Punkten zu sehen und in Kassel weiss jetzt sicher auch, über welches Team ich am Reden bin. Valtteri Alpine. Bottas, Guan Yu Zhou. Ja, okay, dort bin ich auch happy gewesen, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es schlecht war für Alonso. Die Endposition auf jeden Fall. Ja, aber wir was eigentlich gehen jetzt zu Alfa Romeo. Ja, schon gewusst, Genau. welches Team das du meinst, aber Das jetzt ist- einfach das ist das, Alpine was sagen. Genau, richtig. Und zwar, ich habe im Qualifying, muss ich echt sagen, ist mir das Herz ein bisschen aufgegangen, weil, ach, der Joe, wie er sich gefreut hat im Teamradio über den Platz und wie er sich beim Team bedankt hat, habe ich wirklich einfach mega schön gefunden. Und ich habe so ein bisschen das Wochenende gemerkt, mal, also der Joe, der ist nicht einfach nur, erstens mal vom Talent her, nicht einfach nur in dem Sport, weil der ist Cash und auch nicht vom Interesse her. Der liebt Formel 1 bis an den Bach runter und das ist wirklich seine Leidenschaft. Und ich habe das Gefühl, das Wochenende hat man das so richtig gemerkt, dass er einfach für diesen Sport lebt und alles Mögliche gibt, um in diesem Sport zu sein. Und ja, er hat in meinen Augen eine sehr starke Rookie-Season, wo er eigentlich am Ende legen ist. Klar, seine Punkte reflektieren es momentan noch nicht, aber extrem stark und das Wochenende hat er wirklich gezeigt, was er vom Kasten hat. Ja, also ich bin auch happy für den Zhou Guan Yu, der Guan Yu Zhou, wie auch immer das man ihm sagen ich finde, der hat ja, im Rennen wirklich auch wieder eine gute Pace gehabt. Ist auch im Qualifying wirklich sehr, sehr schnell unterwegs gewesen. Ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, also ich finde irgendwie so um ihn herum, oder alle Leute reden auch nur positiv über ihn, das finde ich mega schön, also auch so verschiedene Medien berichten wirklich nur positiv von ihm, sagen zwar eben, er sei halt hier und da halt auch ein bisschen ein Pechvogel, weil halt eben das Auto nicht immer mitspielt, wie er möchte, aber ich denke, er hat auch für sein Ego oder für sein Selbstbewusstsein jetzt auch jetzt wirklich sehr gut da, dass er wieder Punkte können holen und natürlich auch für den Bottas, ja, müssen wir nicht gross etwas dazu sagen, der holt fast wirklich in jedem Rennen immer Punkte für Alfa Romeo. Klar, jetzt zwar die letzten 2 Stadtkurse sind jetzt nicht so gut gelaufen für Alfa Romeo, aber jetzt Kanada, jetzt hat ja eigentlich auch noch einen Stadtkurs, die ist besser gelaufen und ich finde, das Team hat es absolut verdient, wieder gute Punkte zu haben. Es sind, glaube ich, 10 Punkte gewesen, die sie gesamthaft geholt haben, wenn es mich nicht täuscht. Haben die dann nachher noch profitiert, weil ja der Fernando Alonso einen 5-Sekunden-Penalty bekommt, weil er in der vorletzten Runde den Bottas ein bisschen zu harsch deckt hat, sage ich jetzt mal. Also da einfach auf der Gerade hat er sich einfach mehrfach positioniert oder links-rechts gefahren, was man halt nicht darf. Und wegen dem hat es nachher den 5-Sekunden-Penalty gegeben. Ich glaube, beide Fahrer davon profitiert. Darum hat es mal extra Punkte gegeben. Und ja, ist schön. Es ist wirklich schön, dass wir das miterlebt haben, sage ich jetzt mal, für Alfa Romeo. Und ich bin auch wirklich positiv überrascht von dem Team. Ich meine, letztes Jahr sind die, ja, wenn sie Glück haben, mal 1 Punkte gefahren. Und jetzt ja, kann man eigentlich fast jedem Rennen mit ihnen rechnen, dass sie einen Punkt oder 2 holen. Ja, voll, das sehe ich also. Also Valtteri Bottas, wirklich starke Leistung schon über das ganze Jahr hinweg verteilt. Ich meine, der ist jetzt auf P8 mit 46 Punkten. Also der schleift das Auto in meinen Augen auch an Punkten hin, wo es nicht sollte sein. Das Wochenende ist in meinen Augen so ein bisschen, okay, so 8, 9 sollte es eigentlich finishen. Jetzt haben sie ja 7 und 8 bekommen, was ja wirklich sehr cool ist. Ja, gut für Alfa Romeo, schlecht für Alpine. Ich glaube, der Alonso ist ziemlich grummelig gesehen nach dem Rennen, verständlicherweise auch. Also, der hat mega Pech gehabt mit dem VSC. Es ist, glaube ich, 2 Mal genau rausgekommen, als er gerade an den Pits vorbei ist.
Und dann hat er halt wirklich einfach nicht anständig können profitieren. Aber nichtsdestotrotz hat er in meinen Augen die Glanzleistung des Wochenendes vollbracht. Also es hat wirklich auch nicht viel gefällt und dann hätte er sich einfach in einem Alpine eine Pole Position können holen. Und ich muss ehrlich sagen, so, ja, es ist nicht unbedingt gerade mein Lieblingsfahrer da, Alonso, ich sage es mal so, aber ich habe mich extrem gefreut, dass der einfach mal wieder können zeigen, was er alles so im Kasten hat. Ja, voll. Also vor allem auch nach 10 Jahren steht er mal wieder in der ersten Startreihe. Das muss man sich auch mal überlegen. Vor 10 Jahren ist das letzte Mal so weit vorne gestartet und jetzt ist er ja, so einfach 10 Jahre später. Das ist eigentlich verdammt krass. Einfach Ja, so ein Decade, weißt du? Er hat ja nur 2 Jahre verpasst. Ja. 8 Jahre, wo er in Formel 1 gefahren ist und nicht auf Front Row gekommen ist. Ja, das ist so krass. Und ist wirklich weit vorne gestartet, hat ihm aber leider dann fürs Rennen nicht viel gebracht, weil halt Alpine ja, von der Pace her ja, nicht vorne kann mitfahren. Aber das war auch zu erwarten gewesen. Sie haben zwar P5, glaube ich, in den Fokus genommen, ist dann aber halt auch nicht geworden. Eben wie du schon gesagt hast, VSC oder hat nicht mitgespielt gehabt. Dann nachher hat er ja noch einen MGU-K oder MGU-H-Fehler gehabt. Also er hat auch nicht die volle Leistung im Auto drin. Er war dann auch hinter dem Ocon und hat gesagt, er möchte vorbei, weil er ist schneller, trotzdem Fehler im Auto oder trotzdem defekten Auto. Also es war noch recht lustig, der Funk. Aber schlussendlich ist er dann halt gleich hinter dem Ocon ins Ziel gekommen. Ocon ist dann nachher ein bisschen davongezogen wieder. Ja, aber gross kann man eigentlich nicht viel dazu sagen, also zum Team beziehungsweise zum Ocon. Der ist eigentlich recht unauffällig gefahren. Der ist halt einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in den Punkt rumgecruised. Aber mehr auch nicht. Hat zwar dort noch ein bisschen, ist mit dem Mick zusammen ein bisschen ein Battle gehabt, aber hat dann nachher abgerissen oder ist dann vorbeigegangen. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder der Mick hinter dem, ich glaube, der Mick war hinter dem Ocon gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher, jetzt im Fall. Also Ocon war so unauffällig gewesen. Ja, eben, ich weiß es gar nicht mehr, aber jedenfalls ist halt, der Mick ist ja dann nachher rausgeflogen. Aber ja, wie gesagt, Ocon war recht unauffällig gewesen und ja, ich denke, ein Team, das auch noch recht unauffällig war, war McLaren gewesen, oder? Ja, ich wollte gerade so ein bisschen die Brücke dort machen. In letzter Jahr war eigentlich ganz klar McLaren auf P4 gewesen, hinter, gut, nein, ja, mal doch, mit Ferrari auf P3. Kann man schon sagen, mal McLaren auf P4 gewesen. Ich meine, es hat keine Diskussion gegeben, dass McLaren so ein bisschen best of the rest sind und Alpine, ja, haben ein bisschen in der Nähe rumgeschwadert. Ich glaube, das Jahr ist das Ruder definitiv bei Alpine. Klar, Championship Standings, der zweite Platz vom Lando sieht zwar anders aus. Dort ist Alpine noch 4 oder 5 Punkte voraus, ich weiß nicht mehr genau. Was haben wir da? Nein, noch ein bisschen mehr. Es sind 8 Punkte, wo sie voraus sind. Aber die sind jetzt schnell mal aufgeholt. Und ich habe das Gefühl, man merkt einfach immer wie mehr, dass der Alpine einfach weiter vorne ist und einfach sich besser kann positionieren und das bessere Rennauto ist. Und da hilft es natürlich nicht, wenn man einen Fahrer hat, der kaum Punkte reinbringt ständig. Ich wollte jetzt keine Namen nennen. Aber das Wochenende, gerade für McLaren, ja, also es ist wirklich für beide Fahrer wirklich einfach nur schlecht gewesen. Norris hat ja meines Erachtens nicht irgendwie einen Fehler oder etwas am Auto gehabt, aber er ist komplett im DRS-Train einfach hängen geblieben und hat nichts können überholen. Und ich weiss jetzt halt nicht, ob das gewissermaßen ein bisschen im Track auch geschuldet ist, also im Track in der Strecke geschuldet ist. Aber man muss eigentlich sagen, ja, DRS-Train hin oder her. Es gibt extrem viele Überholmöglichkeiten auf dieser Strecke, wo der Charles Leclerc auch bewiesen hat mit den wirklich übrigens sensationellen Überholmanöver an den Alfa Romeos, an den Alpines. Aber ja, einfach wirklich gerade ein schlechtes Wochenende über das ganze Band hinüber von McLaren. Ja, muss ich nicht gross etwas noch dazu sagen. Also Norris irgendwie, ich weiss nicht, der hat auch mittlerweile so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, ist halt auch nicht mehr so schnell in dem Auto, wie er auch schon war. Also ich weiss nicht, irgendwelche Updates haben es wahrscheinlich reingehauen, wo ja, nicht so viel bringen. Vielleicht Ricciardo besser passt haben, wenn er eine P11 fährt und Norris eine P15.
Ja, also der Norris ist schon eigentlich auch im letzten Rennen in Baku zwar gerade direkt hinter dem Ricciardo ins Ziel gekommen, aber auch dort war die Pace nicht so rum, hat es mit Dünken gehabt, wie jetzt beim Ricciardo, und auch jetzt in Kanada hat man es noch stärker gesehen gehabt. Wer weiß, vielleicht hat jetzt Ricciardo das Ruder rumgerissen und ist jetzt wieder ein bisschen schneller geworden oder schneller sogar als der Norris. Wobei, das denke ich jetzt zwar weniger, aber ja, man weiß ja nie, man darf ja auch noch Wunschdenken haben. Aber ja, gross muss ich eigentlich nicht noch dazu sagen. Ich glaube, du hast alles gesagt zu McLaren. Ich sehe es eigentlich genau gleich so. Mal schauen, wie es dann in Silverstone wird, ob sie dort irgendwelche Updates raushauen, weil dort werden wahrscheinlich sehr viele Teams mit Updates kommen, denke ich. Ja, genau. Eben, also es gibt wirklich nicht viel zu sagen über McLaren. Ob sie die neuen Updates das Auto schlechter gemacht haben, sei dahingestellt. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass der Mercedes-Motor daran schuld ist. Weil ja, gerade Mercedes selber hat jetzt einen riesen Gump gemacht. Meinen Augen ganz klar ersichtlich, dass sie jetzt definitiv das drittschnellste Team sind. Da gibt es keine Diskussion mehr, dass sie vielleicht ein bisschen im Midfield am Rumgurken sind. Ich bin auch sehr, sehr happy, den Hamilton mal wieder auf dem Podium zu sehen, weil ja, dem ist es mittlerweile schon fast nicht mehr gut gegangen. Und klar, okay, es ist noch durch die VSC und der Safety Car am Ende ist das Feld natürlich wieder ein bisschen zusammengerückt etc. Aber trotzdem, ich meine, am Ende sind es nur 7 Sekunden und 12 Sekunden gewesen. Also Hamilton 7 Sekunden weg vom Sainz und der Russell 12 Sekunden weg vom Sainz. Was einfach auch zeigt, dass sie wirklich eine gute Pace wieder hatten. Sie haben am wenigsten Reifenprobleme gehabt, habe ich das Gefühl, von allen Teams. Und als Purposing ist das Wochenende nicht sehr auffällig gewesen. Oder Hamilton selber hat gesagt, das Auto sei besser. Nein. Er ist immer noch nicht happy. Es hätte er aber auch erst am Ende des Rennens können sagen. Also es scheint einfach, dass das Rennsetup wirklich gut war oder besser war. Und was natürlich auch wie immer muss gesagt sein, Mr. Consistency, George Russell behaltet seine Streak und ist immer noch nur in der Top 5 gelandet. Ja, also Mercedes ja, also sind sicher die drittschnellsten, aber halt immer noch mit einem rechten Sprung zu den Frontrunners, eigentlich kann man sagen. Also Mercedes ist doch so ein bisschen momentan, würde ich behaupten, so ein bisschen in ihrer eigenen Bubble noch. Weil Red Bull und Ferrari sind schon schneller. Also die haben das Auto doch noch mal ein bisschen besser im Griff. Aber sehe ich auch so, also Hamilton, ich bin auch, also ich habe mich gefreut für den Hamilton, dass er jetzt mal wieder auf dem Podium ist. Ich glaube, er selber hat sich auch mega gefreut. Ich glaube, es hat ihm auch sehr gut getan. Weil ja, jetzt die ganze Zeit immer hinter dem Russell landen und auch immer so Probleme haben mit dem Auto und immer selber so der Experiment sein, wo bei Mercedes, wo alles muss ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, wo es in Baku geendet ist, schlussendlich mit Rückenschmerzen. Ich denke, sie haben das Auto jetzt schon ein bisschen besser im Griff gehabt. Wobei er hat ja eben in den ersten paar Trainings hat er noch gesagt, das Auto sei schlechter geworden wieder. Aber anscheinend haben sie irgendwie eben doch eine Kurve bekommen, eben, was ich vorher schon angedeutet habe, was ich halt einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen komisch gefunden habe bei Mercedes. Also ich mache mir da wirklich Gedanken, ob die irgendwie im Hintergrund ein bisschen mit der FIA immer am Schwätzen sind, weil nach dem Vorfall in Baku hat ja die FIA wenn sie gemacht haben, sie gesagt, sie schauen ein bisschen genauer jetzt drauf auf die Unterböden, auf die Schleifpunkte, sie schauen genauer Daten an, weil jedes Formel 1 Auto hat ja eigentlich so wie eine Blackbox drin, wie in einem Flüger, wo bei einem Crash Daten sammeln. Und jetzt haben sie die Blackbox scheint anders programmiert, dass sie permanent registrieren Daten und direkt auch an die FIA senden, wo man dann nachher gewisse Punkte nicht überschreiten dürfen. Und man hat auch ein bisschen Teile erlaubt, die nicht bestraft worden sind, wenn man es jetzt eben getestet hat im Training. Und dort hat eben Mercedes dann schon komischerweise schon Streben dabei gehabt, wo der Unterboden daran hindern, dass er sich fester bewegt und dass er halt nicht mehr so fest aufschlägt. Und das ist halt schon recht suspekt gewesen, dass die schon die Teile dabei hatten, obwohl das am Donnerstag ist bekannt gegeben wurde und am Freitag schon damit gefahren wurde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie innerhalb von einer Nachtschicht das Ganze in England produziert haben und dann per DHL Express übergeschickt haben nach Kanada. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen,
Finde ich ein bisschen komisch, dass dort im Hintergrund so, ja, muss ja eigentlich gesprochen worden sein oder abgesprochen sein mit der FIA, dass dort schon etwas produziert worden ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwie permanent auch dabei haben und auch gewartet haben darauf, dass die FIA da mal ein bisschen eine Lockerung macht. Also das ist schon recht speziell gewesen. Aber, wie du schon gesagt hast, Mercedes sicher schneller geworden. Ich denke, auch sind das Auto jetzt doch auch ein bisschen besser im Griff. Mal schauen, wie es dann wird in England. Weil ja, ist auch kein Stadtkurs mehr und Mercedes verspricht sich viel auf Strecken, wo eben keine Stadtkurs sind, weil halt die nicht so uneben sind. Mal schauen, wie es wird, ich bin gespannt. Aber ich denke, es wird gut werden für die WM, wenn jetzt Mercedes wirklich das Auto in den Griff bekommen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Weil dann nachher wäre der Russell dem an, der noch richtig trainieren in der WM, nicht zum Driver Championship kämpfen, das denke ich nicht. Aber hauptsächlich, um da ein paar gute Punkte abzuluxen von der WM-Kandidaten. Ja, ich kann so auch gerade sagen, ich glaube, der Zug ist langsam aber sicher abgefahren. Ich habe, glaube ich, in Miami schon gesagt, wenn Mercedes will, in dieser Championship noch ein Sagen haben, müssen sie langsam aber sicher mal Gas geben. Und das ist jetzt halt nicht wirklich passiert. Ja, generell, man merkt, dass es richtig mit die Saison zugeht. Also anscheinend die ganze Geschichte, die du vorhin erzählt hast, hat ja wirklich heftige Diskussionen gegeben. Anscheinend ist der Toto Wolff auch ziemlich lauthals geworden in den in der Team Principals Briefing Session, die sie hatten. Und anscheinend auch Ottmar Safnauer überhaupt nicht happy gewesen mit der ganzen Situation, mit der Streben. Der hat nachher auch in einem Interview mal gesagt, also das ist unmöglich, das so etwas zu produzieren und nachher noch überfliegen auf Montreal. Man merkt so ein bisschen, dass so ein bisschen die Spannung langsam am Steigen ist zwischen den einzelnen Teams. Man fängt sich wieder gegenseitig angeitschen. Und das ist so ein bisschen meine Lieblingsphase von einer Season. So ein bisschen, wenn Teamchefs langsam wirklich so ein bisschen nicht mehr alles ist gut und recht ist. Oder? Weil am Anfang versucht man sich immer so ein bisschen zu orientieren. Oder, okay, wer ist jetzt mein Gegner etc. Und ich habe das Gefühl, die einzigen Teams, die immer noch wirklich miteinander harmonisieren, sind Red Bull und Ferrari. Weil die sich die ganze Zeit, die machen sich immer wieder Kompliment. Ja, nein, Ferrari hat schon schneller Auto das Wochenende. Und ja, sehr guter Kampf gewesen mit euch. Ich weiss auch nicht, ob Red Bull mit dem Überliebsein versucht, ein bisschen gegen Mercedes zu schießen, so quasi nach dem Motto, hey, Jungs, geht auch anständig. Das ist ja so, ich glaube auch. Aber ja, nein, ich finde es schön. Das ist wirklich mein Lieblingsteil, jetzt, wo so ein bisschen Politics im Hintergrund ein bisschen anfängt. Ich weiss nicht, hast du noch etwas zu Mercedes? Sonst würde ich nämlich auch gerade zu Red Bull und Ferrari übergehen. Nein, also ausser nur noch der Schaffner hat noch gesagt, also beziehungsweise er hat noch mit einem Protest droht wegen dem, aber scheint es eben, weil sie jetzt die Streben wieder, haben sie ja weggehauen fürs Rennen, haben sie nicht mehr dran gehabt dann. Dann nachher ist auch wieder gut gewesen. Ja, eben, wie gesagt, das ist recht komisch bei Mercedes, aber eben, das sind dann wieder so die Politik. Ich hoffe einfach nur, dass Politik nicht wieder die Überhand gewinnt, wie letztes Jahr, weil dort ist nicht mehr schön gewesen, aber so ein bisschen Action auch hinter der Rennstrecke ist schon auch lustig, vor allem mit dem Toto Wolff. Ja, definitiv, das ist so. Ja, eben bezogen Red Bull Ferrari habe ich ja vorhin schon schnell ein bisschen angelenkt, das Thema. Ich glaube, das Wochenende hat wieder mal ganz klar gezeigt, dass einfach Zuverlässigkeit ist ja, das ist das Wort, wo wahrscheinlich, oder generell das, wo die Championship könnte entscheiden. Weil Leclerc startet von zuhinterst und Perez scheidet aus dem Rennen aus. Der ist jetzt noch ganz knapp noch Zweiter. Ich glaube, es sind noch 6 Punkte, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, also ich habe das Gefühl, wir werden am Ende der Saison zurückschauen und sagen, wenn der Verstappen in Bahrain nicht die DNF gehabt hätte, hat er gewonnen. Oder wenn der Perez nicht in Montreal den DNF gehabt hat er gewonnen. Und. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen die Devise. Und ich habe das auch schon mal in einer Sprachnotiz im Kassel so geschickt und da bin ich wirklich fest überzeugt. Ich glaube, viele Teams, respektive viele Motorenhersteller, haben sich einfach auch gedacht, weißt du was, wir brauchen jetzt Performance-Upgrades. Weil bis 2025 26 Regulationen kommen, können wir den Motor nicht mehr schneller machen. Aber wir können in der Zuverlässigkeit verbessern. Also spielt es nicht so eine riesige Rolle, wenn wir jetzt vielleicht ein Jahr lang einen unzuverlässigen Motor haben, der dafür schnell ist, weil wir die Zuverlässigkeit immer noch verbessern. Und
ja, ich habe das Gefühl, das merkst du extrem bei Honda und Ferrari. Jetzt bei Mercedes, die sind voll auf Zuverlässigkeit gegangen und sie haben da nicht sehr viele Motorenprobleme, das merkt man. Alpine, habe ich das Gefühl, haben so ein rundum gutes Paket, aber sind vor allem mit der Performance besser geworden im Vergleich zu letztes Jahr. Anscheinend sind sie jetzt ja gleich schnell oder bringen gleich viel Pferdestärke wie es Red Bull oder der Honda-Motor bringt, aber ja, sei dahingestellt. Auf jeden Fall, ja, Zuverlässigkeit ist für mich so ein bisschen das Wort, wo man das Wochenende vor allem wirklich wieder mit beiden Teams kann in Verbindung setzen. Ja, also ich verstehe, was du gesagt hast, aber ich habe, glaube ich, nachher auch eine Antwort auf das gegeben, wo du mir das geschickt hast. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, halt, dass jetzt eben halt, sag ich mal, Ferrari ist jetzt eigentlich so der ein bisschen mehr Zuverlässigkeitsproblem hat als jetzt Red Bull, dass sie jetzt einfach so sagen, ja komm, scheißegal, das können wir ja immer noch beheben, hauptsächlich meint die Leistung. Das glaube ich jetzt eher weniger, weil halt Ferrari schon ein WM-Kandidat ist. Zudem muss man noch sagen, oder ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Frist, um den Motor performance-technisch zu verbessern auf der Elektroseite ist verlängert worden bis auf September. Das ist eigentlich ursprünglich jetzt geheißen, ich glaube im April oder Mai ist es closed. Dann haben sie es aber noch verlängert. Einfach nur der Elektrokomponent, der darf es noch verbessern, dass er mehr Leistung bringt. Der Verbrennungsmotor ist gefroren jetzt definitiv. Das ist also, schon seit Anfangsjahr oder so. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man anschaut, oder, dass sie vor allem Richtung Elektromotor gehen wollen. Und dort jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Development reinfetzen lassen von den Teams ist sicher auch nicht schlecht, weil man will ja den Elektromotor zu einer stärkeren Komponente machen in Zukunft. Ja, 50-50 einfach, ja. 50-50. Bei den Teams ist so ein bisschen, also gerade Ferrari, wo du jetzt angesprochen hast, der Binotto hat eben schon oft den Standpunkt gehabt, ja, wir kämpfen das Wochenende nicht um die WM. Er hat das jetzt zwar die letzten 3-4 Rennen auf einmal nicht mehr so gesagt, aber gerade am Anfang der Saison hat er sehr oft gesagt, ja, er weiss, sie sind zwar sehr stark, aber sie kämpfen nicht um die WM. Sie wollen eine gute Grundbasis schaffen für die nächsten Jahre. Und ja, so wenn man natürlich diesen Kommentar anschaut, dann, ja, es ist so, er hat es gesagt. Ja, logisch hat er es gesagt. Ja, nicht wegen der Aussage, aber da, wo also er sagt, ist ein Bullshit. Aussage, so. Ja, als ob, Mann. Als ob Ferrari, weißt du, seit Anfang an sind sie dabei bei der Formel 1 und so eine Aussage tätig, also bitte. Als ob Ferrari nicht um WM will kämpfen, was jetzt einfach da zum ein bisschen Tschechen hochlagern und Kaffee trinken, oder was? Hey, nein. Ja, ist doch wahr, oder? Nein, also, Prosecco und Amaretto den ganzen Tag. Ja, wirklich. Ja. Nein, ja. Also ein bisschen Rotwein schlürfen, nein, das können sie aufhören. Nein, also die Aussage ist wirklich lächerlich. Hör mir auf, dättige Scheissdreck, nein, abfahren. Nein, also für die Aussage würde ich den Binotto schon schmeißen und ich warte schon lange darauf, bis sie den Huren sich rausrühren. Nein, da scheiden sich wieder die Geister. Ich bin so happy mit dem Binotto. Nein, Mann, Arriva Bene, bester Mann, ich sag so, wie es ist. Ja, okay, das war ein geiler Sieg. Egal, was der für Hate abbekommt, man, Arriva Bene ist einfach ein geiler Sieg. Das ist so, ja. Der hat einfach so gar keinen Fick gegeben auf gar niemandem seine Meinung. Der hat einfach das durchgezogen, wo er Bock hatte. Aber das war halt eben noch so ein bisschen seine Führungsschwäche gewesen. Was mich einfach killt unter dem Binotto seiner Führung, ist die absolute Emotionslosigkeit. Auch das Wochenende wieder «Bravo, Charles». Ja, irgendetwas noch. Aber im Sainz-Alter, Mann, ich denke, so ist jemand gestorben, oder was? Bravo, Charles. Ich wollte sagen, ja, bravo, Carlos. Ja. Und eben gerade auch sein Race-Engineer, der sich überhaupt nicht freut, für, in meinen Augen, für die beste Leistung, die der Sainz bis dahin gebracht hat. Also, das Wochenende ist der Sainz, also vor allem im Rennen, muss ich es so sagen, wieder auf dem Level gewesen, wo er sollte. Und zwar mit dem Max Verstappen vorne am Fighten. Und klar, man sagt, ja, das hat natürlich auch bessere Reifen gehabt. Ja, 6 Runden bessere Reifen. Das macht jetzt bei diesen Hards wirklich auch nicht viel aus, haben wir das Wochenende gesehen. Und der Sainz hat einen verdammt guten Fight abgeliefert gegen Verstappen, der auf einer Gerade deutlich einen Vorteil hatte gegenüber ihm. Ja, und vor allem, man muss ehrlich auch noch sagen, wenn der Sainz vielleicht auf P2 gestartet wäre vielleicht sogar ein Win drin gelegen, weil grundsätzlich hat er im Rennen keinen Fehler gemacht. Also irgendetwas, wo ihm das Rennen gekostet hätte oder den Win gekostet hätte oder den zweiten Platz, wie auch immer. Er hat zwar ein bisschen einen schlechteren Start gehabt. Der Alonso und der Verstappen sind ja wirklich sehr, sehr gut weggekommen. Er hat nicht so einen guten Start gehabt. Dort müssen gerade mit dem Hamilton ein bisschen fighten in Turn 1 rein.
hat dann aber dann nachher gut können zurückweisen und dann nachher hat er eigentlich Freibahn gehabt. Aber wie der gepusht hat in den letzten paar Runden, um den Verstappen wieder zu catchen, unglaublich gewesen. Der war auch wirklich hure schnell gewesen. Und, ich habe so gehofft, dass er irgendwann einmal vielleicht vorbeiziehen kann, aber es hat leider nicht gelangt, weil der Verstappen wirklich auch überwiegend fehlerfrei gefahren ist. Er hat zwar der einzige Fehler, den er gemacht hat, ich glaube, das Einzige, wo er nicht dran war, hat er eigentlich in der Wall of Champions Schikane dort, hat er den zweiten Körper, der erste Körper war, hat es recht angefahren, ist verdammt drüber geflogen. Und er hat ein bisschen sauber reissen lassen, schnell, weil er ist irgendwie so hinterher gedroppt auf 7-8 Zehntel und hat sich erst wieder ins DRS-Fenster reinprügeln. Aber mega schade. Also Sainz wirklich sehr, sehr gutes Rennen gefahren. Und also ich bin fest davon überzeugt, dass er eigentlich wieder einen Win holen noch in dieser Saison. Es ist nur eine Frage von der Zeit. Aber ich denke auch, das Rennen hat dann, wie soll ich sagen, auch nochmal einen kleinen Boost gegeben, so einen Motivationsboost, weil er ist wirklich sehr, sehr happy gewesen, muss man sagen. Also er hat sich gefreut für den P2 und nicht so wie jetzt zum Beispiel in Monaco. Dort war er hure enttäuscht, dass er P2 war. Also ich denke, da wird sicher einmal der Win kommen. Und ich habe ja dir noch geschrieben, dort, wo er vorne war, so, hey, der Sieg, musst du schauen, der gewinnt neu jetzt. Aber eben, leider ist es nicht aufgegangen und ich habe so gehofft, wo die Safety-Car-Phase gekommen ist, dass er vielleicht wirklich gut daraus profitieren kann, weil der ist wirklich Safety-Car gekommen, der ist gerade in die Pits hineingegangen, also besser kann man es nicht machen, aber es hat leider nicht gelangt. Ja, also wir sind dort wirklich sehr am Mitfiebern gewesen, auch gerade bei dem Safety-Car. Ich weiss noch, ich habe immer den Live-Tracker noch links und ich schaue ich so, oh mein Gott, Safety-Car, wo ist der Sainz? Ich sehe, er ist dort gerade noch vor der letzten Schikane. Ich so, nein, das reicht doch nicht mehr. Dann sehe ich einfach, wie er reinfährt. Und dann haben wir uns geschrieben auf WhatsApp. Also wir sind da wirklich sehr, sehr am Mitfiebern gewesen. Ja, du sagst, er wird sicher noch einen Win holen. Ich sage, er wird sicher noch für die Championship können fighten, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Wochenende gewesen, das er gebraucht hat. Ich glaube, das zeigt jetzt den Umschwung. Wir werden es im nächsten Rennen sehen, ob das definitiv genug positive Energie mit sich bringt, der Win. Aber ich glaube, der P2 wird ihm jetzt die Knoten gelöst haben. Weil man muss halt schon auch sehen, der Max Verstappen, habe ich das Gefühl, der ist momentan extrem dominant unterwegs. Also seit den letzten 2 Jahren ist er in meinen Augen der beste Fahrer auf dem Grid, ohne Diskussion. Und generell hat er immer so ein bisschen eine Aura um sich herum, dass er das ganze Rennen immer dominiert und immer von allen wegfahren kann. Und das Wochenende hat er es nicht können. Er hat sich nicht können vom Sainz lösen. Obwohl er am Anfang des Rennen hat er so eine starke Pace gehabt, dass er innerhalb von etwa also der hat jede Runde hat man eine Sekunde rausgefahren auf P2 und 3. Also dort muss ich echt sagen, sehr starke Leistung vom Sainz ist nicht zu unterschätzen. Der Max Verstappen 15 Runden lang können unter Druck zu setzen, weil der ist in der Regel genug schnell zum Qualifying Laps reindrücken, vor allem mit einem leichten Auto und einfach davonfahren. Und das Wochenende hat er keine Chance gehabt, zum davonfahren. Ja, und ich denke auch, wir können gerade den Sprung über machen zu Red Bull noch. Also ja, zum Verstappen müssen wir nichts sagen. Also schlussendlich hat er auch verdient gewonnen, weil er ist auch am Limit gefahren, hat es auch gesagt, aber es hat ihm auch Spass gemacht. Und ja, schlussendlich hat er auch wirklich ein gutes Qualifying gemacht und ist auch wegen dem verdient auch auf Pole gekommen. Und ist auch sein erster Win in Kanada. Ich meine, sonst hat immer der Vettel oder der Hamilton dominiert in Kanada. Jetzt ist es mal jemand anderes noch. Wir haben auch gut 2 Jahre Pause gehabt. 2019 schon dort, ist ja der Verstappen zwar schon bei Red Bull gewesen, aber Red Bull war nicht so in dem Momentum drin, dass sie hätten fett um Race-Wins fahren. Dann war Red Bull noch das gewesen, was Mercedes jetzt ist. Hinter der P1 und 2 im Umschwadern. Genau. Und hat einfach Wins geholt, wenn die vorderen 2 sich rausgekegelt haben oder ist so. irgendwie Strafen bekommen. Nein, aber sonst, Red Bull hat eigentlich beim Verstappen wirklich alles richtig gemacht. Was ich noch lustig finde, das wollte ich sagen vorher, wie Pirelli einfach predicted hat, dass es einen One-Stop gibt, Alter. Also Pirelli, ihre Reifen, ich weiss nicht, das haben die einen extra Verschleiß drauf. Die gehen sicher etwa pro Rennen, also mindestens 2 Mal. Ich glaube, wir haben noch kein Rennen mit One-Stop oder so. Also vereinzelt, ja, aber nicht ein Rennen, wo alle definitiv einen One-Stop machen. Nein, das eben, wirklich nicht die meisten sind immer 2 oder 3 so. gewesen. Also wirklich extrem, was die für einen Reifenverschleiß jetzt haben. Aber ja,
bei Red Bull gibt es eigentlich auch nicht groß zu sagen. Also Verstappen, ja, bis am Schluss ist der eigentlich vorab dort eigentlich gut weg gewesen, eigentlich. Oder hat eine gute Pace auch gehabt. Perez eben leider, Zuverlässigkeitsproblem gehabt, beziehungsweise hat er zuerst gesagt, der Motor hat es geputzt, aber man hat ja gehört, wie der Motor noch aufgetragen, also wird wahrscheinlich Getriebe oder Antriebsstrang sein, irgendetwas, also jedenfalls einfach keine Leistung auf die Hinterachse gekommen. Eben bitter für ihn, weil ich meine, er hat jetzt wirklich 2 gute Rennen gehabt, Baku war auch wirklich gut gewesen, bis auf das No-Fighting und Monaco ja sowieso. Ja, also ich wünschte mir, dass jetzt der Verstappen das Tour hat. Ich wünschte mir, dass der Verstappen noch 2 DNFs bekommt. Perez gute Rennen hat, Sainz so gute Rennen hat, Leclerc auch noch ein paar gute Rennen, einfach, dass sie nochmal gute Punkte holen, dass so die 4 ein bisschen zusammen sind vorne und dort ein richtig geiles WM-Battle geht und vielleicht, dass Mercedes auch nochmal ein bisschen hinten nachrutscht. Ja, also das ist auch das, wo ich meine Hoffnung habe. Also ich wollte eigentlich am liebsten also ja, mit Mercedes kann man es jetzt so ausschließen. Wegen dem sage ich, einen 4-fachen Titelfight fände ich wirklich geil, um das zu sehen, weil ich weiss, ein Sainz und ein Perez haben das Zeug dazu. Für beide sicher ein sehr ungewohntes Gefühl, können, um eine Championship zu kämpfen. Für einen Leclerc gewissermaßen. Er hatte ja 2019 schon ein Championship-fähiges Auto eigentlich gehabt. Aber eben, das macht es umso spannender, wenn 2,5 unerfahrene oder Championship unerfahrene Fahrer hast, wo dann auch aufhören um eine Championship mitfighten. Das heisst in meinen Augen 2,5 Mal hungriger drauf, Championship zu gewinnen, weil sie es bis jetzt noch nicht gar noch nicht in dieser Position haben können sein. Und ich glaube, gerade mit Perez, wenn der jetzt merkt, hey, oder nicht nur merkt, wenn er noch besser die Chance dazu bekommt, Championship zu gewinnen, ich glaube, der wird am hungrigsten von allen sein, weil der hat es mehr oder weniger abgeschrieben, das Thema. Das hat er auch schon mal in einem Interview gesagt. Ja, eigentlich, er denke gar nicht mehr fest dran. Und jetzt, wo er bei Red Bull ist, ja, jetzt kann er auf einmal wieder daran denken, doch noch der erste mexikanische Weltmeister zu werden. Und das wäre wirklich, also ich würde rennen, wirklich. Ich würde einfach in Tränen ausbrechen, wenn das würde passieren. Und ich hoffe wirklich, wie du gesagt hast, dass sich da noch gewisse Umschwünge werden geben, sei das mit Penalties oder DNS oder was auch immer, damit die beiden auch noch ein bisschen trainieren kommen. Jetzt tust du mich vorhin an einen geilen Stat erinnert, oder ein paar geile Stats erinnert, die ich das Wochenende gelesen habe. Und zwar, letztes Mal, wo wir in Kanada gefahren sind, hat Rich Energy noch Haas gesponsert. Ja, ich ist Alpha Tauri noch Toro Rosso gewesen. Ja, ich weiß, und der Pierre Gasly, genau, und der Pierre Gasly noch bei Red Bull gewesen. Und ja. das ist so krank, wenn du das überlegst. Ja, vor allem, wie viel das zwischen ihnen passiert ist, ja, eben schon, das ist hure krass. Das ist absolut krank, aber ich glaube, am Ende des Tages kann man sagen, schon wie 2019 hat Kanada einfach wieder mal delivered. Es ist jetzt nicht das Rennen des Jahrhunderts gewesen, klar, aber ich finde ganz insgesamt ist es ein sehr cooles Wochenende gewesen. Es hat mega Spass gemacht, wieder mal dem ganzen Zirkus zuzuschauen. Und ja, ich freue mich auf den Sommer, wo noch vor uns steht, auf die nächsten paar Rennen. Ja, sehe ich auch so. Also Kanada, wirklich, also ich finde Kanada wirklich eine sehr, sehr geile Strecke, muss ich sagen. Zu zuschauen ist wirklich immer geil dort, oder ist auch wirklich spannend. Ein Fahrer haben wir komplett vergessen in dieser ganzen Geschichte, die wir da aufgezählt haben. Also wir haben 2-3 Mal angesprochen, aber nicht über seine Rampace. Also Charles Leclerc ist wirklich ein gutes Rennen gefahren. So by the way, von hinten vorne gefahren auf P6 oder so. P6 ist er gewesen, oder P5? P5. Also auch wirklich ein gutes Rennen gefahren. Aber man muss auch sagen, man hat nicht viel von ihm mitbekommen, so seine Überholmanöver. Eben die 2 Alpines sehr gut überholt. Und sonst ist er eigentlich ein bisschen dort hinter dem Bottas, glaube ich, stecken geblieben oder so. Oder wer ist das? Ich weiß es gar nicht. Er ist eigentlich mal ein paar Runden hinter jemandem hängen geblieben. Aber ja, bevor das hier böse Kommentare behaupten, wir haben nichts über den Leclerc gesagt, er ist ein gutes Rennen gefahren. Ja, wir müssen auch nicht immer über jeden Fahrer etwas sagen. Also ich meine, vor allem im Sinn von, ich meine, es gibt einfach Wochenende, egal wie geil und gut der Fahrer ist, wo er einfach wo einfach nichts passiert. Und also Ocon, ja, fährt die Punkte und das ist irgendwie gar nicht passiert. Ja, aber auch beispielsweise über Hamilton, das ist der Weltklasse-Fahrer, einer der besten überhaupt, und wir haben die letzten paar Rennen nicht viel über ihn können reden. Also was soll ich sagen? Charles Leclerc gutes Rennen gefahren, definitiv, ohne Diskussion. P5, er muss happy sein mit dem. Er war überhaupt nicht happy gewesen, aber
Also in den Abschlussinterviews hat er schon auch ein bisschen gesagt, ja, mal, eigentlich sollte er ja schon glücklich sein. Er ist ja schliesslich von 10 gestartet. Aber ich glaube auch wirklich, dass sein P5 schlichtweg einfach der wunderbaren Ferrari-Strategie verschuldet ist. Die haben ihn wieder viel zu lange draussen gelassen, weil der steckt dort irgendwie fast 15 oder 20 Runden hinter. Ich glaube schon, es war ein Alpha gewesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Joe oder Bottas. Und der steckt dort 15, 20 Runden hinter dem nachher, anstatt dass sie ihn würden reinnehmen und eine andere Strategie probieren. Und dann fragen sie noch 100 Mal, what do you think about Plan Z? What do you think about Plan D? So, keine Ahnung, Alter, ihr seid Strategisten, macht doch etwas Gescheites mal für einen. Ja, also gut, das ist Ferrari-Strategie, das ist schon seit x Jahren immer eine Lachnummer. Ja. Aber man muss aber auch noch sagen, der Ferrari hat ein bisschen Traktionsproblem aus der Hairpin raus dort. Das hat man gut gesehen auch beim Sainz, wie der abgerissen hat, bevor er in die DRS-Zone reingekommen ist. Also dort haben sie ein bisschen Probleme gehabt. Das war bei beiden Ferraris, also ist recht gut aufgefallen. Ich glaube, es hat auch mal etwas so gefunkt wegen Grip, dass er dort ein bisschen Probleme hat. Aber ich weiss eben nicht mehr, ob es auf dem Medium war oder auf der Harz, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber man hat es ja fast gesehen, der Hairpin, dort haben sie ein bisschen Probleme gehabt. Also die Traktion war dort wahrscheinlich ein bisschen wenig Flügel rum gewesen, aber ja, sonst wirklich, wie gesagt, das gutes Rennen vom Charles. Gut, somit wären wir auch schon wieder am Ende von dieser heutigen Episode vom Unsafe Release angelangt. Und denkt daran, schon gerne uns in den Discord-Server rein, falls ihr mal ein paar Fragen hättet, die wir in der kommenden Episode beantworten sollen. Dann schreibt die doch gerne in den Textkanal rein unter dem Hashtag Unsafe Release Podcast, würde uns sehr freuen. Und wie gesagt, das war es mit dieser heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, euch hat die Episode gefallen und ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wenn ja, würde es uns natürlich sehr, sehr freuen. Und da haben wir nichts mehr zu sagen. Wir wünschen euch einen ganz schönen Tag und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.